Aber der Zwerg hat immer noch ausgelacht. Nicht ist. Hast immer noch nicht genug für mich geschafft. Später. Aber einmal, am Abend, sagt der Zwerg vor ihm ins Bett gehen. Morgen muss ich denn früh weg. Ich gehe an eine Zwergenhochzeit. Du hast mich früh wecken und meinen schönen gestickten Schuppenbart legen und die silbrigen Schuhe. Du hättest die Maus gedacht. Du kannst mir gestohlen werden. Die wecke ich doch nicht. Und ich tue dir erst noch die Schuppen verstecken. Und die silbrigen Schuhe gerade auch. Wo der Zwerg verwacht ist, er schon mitten im Vormittag gewesen. Er kommt aus dem Bett und futtert. Warum hast du mich nicht geweckt? Du Lausmaus! Donnerwetter nochmal! Jetzt komm ich in den Sport. Wo ist mein Joppe? Mein schöner Sonntagsjoppe? Wo ist er? Und wo sind meine Schuhe? Meine schönen silbrigen Schuhe? Ich komme in den Sport. Der Zwerg ist wie eine Wespe in der Stube rumgepfuhrt, hat endlich den Joppe hinter dem Kasten vorgezogen, wo er ein Müsli versteckt hatte, und die silbrigen Schuhe hat er aus dem Besenkasten gezogen. Dann ist er wütig abgezäpft. Aber vor lauter Pressieren hat er vergessen, die Türen zu beschliessen. Das Müsli hat er sofort gemerkt und sich gefreut. So, jetzt kann ich endlich verschwinden. Aber ich gehe nicht in meinen Lohn. Wo ist echt das runde Bälleli? Es hat alle Schubladen aufgezogen, ist auf die Stelle aufgekresselt und hat in allen Ecken gesucht. Endlich hat sie über dem Ofen eine kleine Türe gefunden. Es macht sie auf und dort liegt die Nuss. Der Zwerg hat sie in einem kleinen Schächtel versteckt, wo mit Moos auspolstert war. Schnell packt das Dorli die Nuss mit seinem spitzigen Maul und sauset damit ab. Es stößt die Türen auf, klettert die Stegen auf, krabbelt unter die Wurzeln vom grossen Eichbaum und dann trippelt so schnell, wie seine Beine getragen haben, in sein Ährenfeld zurück, immer mit der Nuss im Schnäuzli. Die anderen Mäuse haben vor Freude piepset und sind alle ums Herum gestanden. Ei, schau, das Dorli ist wieder da. Wir haben so Angst gehabt. Die Katze hat dich gefressen. Gut, dass du wieder da bist bei uns. Was bringst du uns denn da? Was hast du im Maul? Das Dorli hat die Nuss auf den Boden fallen lassen. Klick! Sie ist aufgegangen wie eine Schachtel. Und was war drin? Ein winziges Halskettchen aus glänzigen Brillantsteinen und dazu 2 glänzige Ohrringli. Es war alles gerade gross genug für die kleine Maus. Herzig hat sie damit ausgesehen. Die Mäuse haben alle miteinander ein grosses Fest gefeiert und die Halbnacht tanzen wie der Lump am Stecken.